never failing. He's never failing. Goedemorgen, Lebenswasser. Mijn naam is Kenneth Diesbracht. Ik vind het zo zwaar die hier vandaag morgens te zijn. Welkom thuis. En volle van jullie wordt onze livestream kijken. Nou, dank voor de gelegenheid dat we kunnen met jullie top op tussen bij God loven en prijzen vandaag zondag is morgens. Ik wil gleich eerst nog anfangen met de bekonmerking. Nächste Sonntag, morgens den 20. werden wir weiter eine Visionklos anbieten. Die Frage ist vielleicht, was ist die Visionklos? Die Visionklos für alle, wo wir gleich mehr Informationen haben von Lebenswasser aus der Kirche, was wir glauben und wo wir schaffen wollen. Die Visionklos sorgt für so, wo wir gleich eine Mithelfer zu werden. Und die Visionklos sorgt für so, wo wir gleich ein Glied zu werden, hier bei Lebenswasser Kirche. So, wenn die einen von diesen drei Dingen interessieren, dann wir noch die Informationen da schauen, können wir abschreiben für nächsten Sonntag Visionklos. April den 17. dat is Ostern des Morgens, wollen wir dann Tauffasten haben hier bei Lebenswasser Kirche. Hier bei Lebenswasser waar wir glauben, taufen und dann wassen. Und so wenn du glauben hast an Jesus Christus, aber du hast sie noch nicht getauft, das ist der nächste Stopp. Und wir freuen uns, dass du die Information da schauen, wenn die das interessieren, und die du abschreiben für Tauffasten, April den 17.
Wenn die plans aan karten te bevrijen, dan vragen we dat die de premarital clause dergjas. En we beiden hier jeder Monat an hier bei Lebenswasser kwijt. En so wenn die was befrieren und die was haben, dat ein von unseren Predias in Taub drehen soll, dann fragen wir, dass die diese Clause hier stärker und das. Der Clause ja an für 8 Werk hier bei Lebenswasser kwijt. So wenn die dort interessiert ist, die kostet auch nur eine Information da gehen, zum wir abschreiben für Premarital. Na heinig, was wir bei den Informationen da anzubeiden haben, das ist ein Vision Retreat Beaker, was Pastor Jimmy Evans geschrieben hat. Und diese Vision Retreat Beaker sind für befriedete Lied zum Tod durchgehen und zum Tod eine Vision und Ziele sein für das abkommende Jahr. Und so, in das Buch gehe ich durch Ziele für ihre Einheit, für ihre Familie, für ihr Fremdleben, für ihr Schaf, für ihr Geld. Alle Dinge, die wichtig sind in unserem Leben, taub zu tun mit uns Partner taub. Und so, wenn ihr diese Weekend passieren hat, wir dann über die Informationen durchbekommen. Plattdeutsche sind 200 Peso und Englische sind 500 Peso. Das nächste haben wir noch eine Bekanntmerkung für alle Jugendlichen. Hier ist das Video für dort. Wenn du hier nie bist, hier bei Lebenswasser kwijt, erstens will ich die Willkommenheit, merkt ihr hier ganz tiefig. Zweitens will ich die Wohlung, dass wir haben ein Willkommensgeschenk heute gemerkt, für die, eigentlich für die ganze Familie, ganz und sonst. Und wenn ihr dann interessiert, dass die kosten Informationen da gehen, dann die dann holen. Und dann zuletzt, wir haben ein Lebenswasser kommen, und das ist die kwijt. Du kannst nicht vorbeikommen, wenn ihr noch einen Edenfeld habt, dann kommen wir vielleicht klimatisierlich. Und dann kommen wir in ein Park in schauen, ganz und sonst. Oder die kosten nur die Kummer kommt in den stehen, mit dem Geld oder in Hand bringen. Das sind alle Bekanntmerkungen für dieses Werk. Das nächste, weil wir eine Zeit von Anbetung dann gehen. Hey, guten Morgen, Kjörk. Hey, Gott hoff en goda prun für uns alle. So waar we dort alle top von der singen, waar we an bus loven und preisen. Van ik zien, dort typst du Wuta. Ik kon niet hoe ik verdrängt, nee. In van dort Wuta, hier war mein Kopf regt. Ik wollt die Latz mich heimol los. Van ik je werken, in mijn unerschwall. Ik wollt die Hoste, alle Zeit ein Gott auf nur. Ik
ook niemand steh. De God van de Leisung mögt den Wacho. Als du din leven juist, doch wie alles weer nu durch. Als de stein wordt wachgeran, kommst du tot grof je goed. Loot deze stad, luid woord met pret. Hoe dan ze kiefer in leven, jenen tot grof. Jesus leeft, nu zing vi alla lyn. De kom van dood is gebruiken, dit verändrat och lätt. Det gav vårt valkommes, vart och sen. Det gav från beidar och förändrar och läs. Als du din leven juist, doch wie alles weer nu durch. Als de stein wordt wachgeran, kommst du tot grof je goed. Loot deze stad, luid woord met pret. Waarom ze kiefer in leven, jenen tot grof. Jesus leeft, nu zing vi alla lyn. De kom van dood is gebruiken, dit verändrat och lätt. Vägen du les, fang det hoppning on. Vägen du les, har fanns lögn emot sin nej. Vägen du levs, har vi leven, det förändrat och lätt. Jesus lev, nu säng vi alla lyn. Det kom från dödes gebräken, det förändrat och lätt. Ons durch meine Lebenszeit. Jeng dine Kreatur besiegt mich. Nu starke Sturms kom rem hart. In jeder Umstand, wo ich dann krank sie. Ich soll die Tickets von dine Schein, hey, über mein Leben, über mein Leben. Ich soll erfüllen von den Versprechen,
Dankzij dat we de tekens kan hebben van dich. Wir können die tekens haben, dat du bei uns bist. Die tekens wiesen uns, dat du vor uns bist. Wir gehen wat wir kan haben, dat wir dat kan freuen, dat du bei uns bist. Dat wir dat kan sein auf uns, dat du vor uns bist. Dankzij voor God du bist. Dankzij voor wie uns zijn. Dankzij voor ons leven. Dankzij voor die genoeg en voor die leven, dat du niet abgibst van ons. Kijken wo uns hat ja, kijken wo wir uns freuen. Kijken dort, als wir freuen nach dem, als wir freuen, als wir mutig sind. Und du bist da noch bei uns. Dankzij für so gut, dass du tust hast. Sein Wort du kostet, oh Gott von Wunder, du hast Kraft und Nähe. Der Ding, was du getan hast, warst du wahrheit, down ohne Mut. Keine Wort, kein Gefängnis von dir kein weiter Grad für dich, nächster Grad für dich. Du hast kein Körper, wo du nicht kannst heilen, keine Seite schleicht umraten, nächster Grad für dich. Dein Dienste nach, merkst du, war er da, merkst du, war er da. Du gewonnen, du hast wohl gewonnen, oh Gott, vor der Wahrheit. Dich dann sagt den Sieg, in die Satzstieg, ewig auf den Traum. Wo unser Leid feucht ist, wo die Vertrau auf dir
kein Beuch traugraut für die, nüchte graut für die. Du hast kein Körper, wo die nicht kurz weilen, keine Seite schleicht umraden, nüchte graut für die, das nüchte graut für die. Ans voor am Himmel, wie kommen tau die en wie sei die bedankt dort keine Säule als zu schlecht zum Raten, wie kicken bis noch ans selbst und wie sein Dankeschön. Dankeschön für mir raten, Dankeschön für das wahre Licht merken, Dankeschön für unsere, und ab unseren Weg, wo ich manchmal dies da fällt, du merkst, das wahre Tag, du kannst bis rum uns und du lebst an uns, Dankeschön, Dankeschön dafür. Wie loben die, wie sind die gut und wie will es von dir Sommer sein, all der Preis, alle Dank, was wir haben, jetzt bis alle trinken nur die, wenn du hast uns geraten und wir sind so dankbar dafür. Keine Seile ist zu schlecht zum Raten. Meine hast du geraten, Dankeschön dafür. Amen. Amen. Wer wir Jesus eine Hand geben, heißt so gut, Amen. Dankeschön, Jesus. Halleluja. Hey, ich kann Ihnen Duel sagen. Welcome alle hier. Welcome in Lebenswasser von der aus Samaris. Dankeschön für hier sein, Dankeschön für noch das in erster Gottesdienst kommen, tätig rüberkommen und bis in die Gegenwart kommen von Gott und am Loben, am Preisen, am Hochheben. Und so Dankeschön für dort, bis Dankeschön für hier sein. Und auch für all die, die kicken online, als ihr weit auf sind, dich bei, Dankeschön für von der mit uns top sein in Lebenswasser, das ist Zweig. Von der ist ein besonderer Sonntag. Und ich sage das, glaube ich, meist jeder Sonntag, wenn das ist, wenn wir planen besondere Dinge in unseren Gottesdienst nehmen und special Dinge, besondere Dinge. Und bloß, dass wir hier können sein. Ich dachte von der so, dass bloß allein, dass wir können hier sein und maglich sein und keine Kirche in uns Land. Und wir können bis in Gott sein Haus kommen und top kommen mit Freunden. Gott sein Wort anhören, das ist ein sehr gutes Ding. Wir sind in der Reihe von unseren Botschaften und die nennen wir unsere Wieeten. Das sind Dinge, die uns wichtig sind in der Kirche. Und wir gehen durch die alle durch. Wir haben 9 Wieeten in unserer Kirche, 9 verschiedene Dinge. Und wenn ihr durch die Verleih gehen, dann wollt ihr sein, die hängen da an der Wand an. Und aber wir sehen, das soll mehr sein, als bis an der Wand ein schmackes Bild, oder das Schmack dargestellt sich, das scheint hier, das ist something, wer wir sind. Das ist, was uns wichtig ist, das ist, wer wir leben, so ist uns Leben ist, und so ist unsere Dinge angestellt sind in der Kirche. Und so wie dachte, wie wir durch den mal alle durch predigen, jeder, von jeder wird eine Botschaft merken. So wir sind noch nicht durch, und die sind ungefähr mehr, das sind 9 Botschaften, was wir tun. Und so von der handelt sich dort wir sind eine Kirche für Famieljes. Das ist ein von unseren Wieeten. Das sind Dinge, die uns wichtig sind. Und so wir haben was Besonderes dazu geplant, dass wir kommt die beiden ab. Das erste hier, das ist meine Frau, das ist Christi. Und das ist Rebecca hier, Rebecca Giesbrach. Und sie rennt an die ganze Kinderkirche. Sie schafft volltätig in der Office. Und sie plant und sie träumt und sie schafft Tag für Tag mit was in die Kinderkirche angeht. Und so sie ist nicht befriedigt, aber sie will sich nicht befrieden. No. Ich freue mich, dass sie hier ist. Und wir haben mir alles, was in der Office schaffen. Und ich sage, wenn sie sich befrieden, dann soll ich mit somebody, was an die Kirche ist, das wird nicht verlieren. Aber anyway, sie hat eine sehr gute Arbeit. Sie schafft in der Kinderkirche, sie träumt, sie plant. Und sie ist über all die Volunteers, all die Mithelfer, was in der Kinderkirche dann planen, und Plan zu merken und die Arbeit abgeben und für die Zukunft planen, even mit den Räumen, was wir dann nu merken, zu mehr Räume merken für Kinder, sie haben einen guten Plan mit dort alle und wir sind so dankbar, dass sie in der Kinderkirche schaffen, Tag für Tag, um das alle verbessern. Und so das nächste, was sie die Titel nehmen. Hey, perfect. So ik vreau dat alle families nog komen doen met de kinderen die wonen en dan kan van onze wieder zo goed nog Leute zijn. Ja, dan waren we hier zo fan liegende Fernstunden, fan en de Lichtstufen zijn. Uns bad hier. But hier so als nochmal Riem, wenn ich wieder hier so handeln.
Okay, so das erste habe ich hier Liam Schmidt und seine Eltern Ed und Julie Schmidt. Nächste hast du Oliver Austin Schmidt und seine Eltern Dustin und Juanita Schmidt. Dann habe ich Sophie Friesen Harms und deren Eltern Jimmy und Fernanda. Dann habe ich Zuleika Dick und ihre Eltern Jakob und Leuna Dick. Dann habe ich Owen Abraham Fair und deren Eltern Abe und Margaret Fair. Dann am nächsten habe ich hier Lydia Neufeld und auch Elijah Neufeld und deren Eltern Peter und Maria Neufeld. Und dann habe ich noch Liam Bennett Dick und deren Eltern Panchito und Maria Dick. In Psalm 127, da sagt es dort, die Kinder die sind in Sehen und das ist ein Geschenk von Gott. Und so das wird wie wel bis jün sein und ich glaube, wir weten das alle, aber das ist ein Geschenk. Und wir sind so dankbar für junge Lieder, wat zo lieftolig am jene kinderkammeren en je gaat jene vielleicht jene großmama de großmama en großpapa te de kleine kinder hier in deze proef met jent en wie als kerk wie wel bis ram jent kom en jent in sterben en je bisschen sehen sprechen ab de kinder. Some mensen haben auch manchmal gefragt, was soll je in Sehen sprechen ab de kleine kinder als het nicht mehr so ist de taufen, because in some Kulturen da wird die Kinder getauft, wenn die klein sind. Und ich sage, no, das ist es nicht. Das ist nicht so ist die Taufe. Die Taufe dort something lauter, wenn die Kinder groß sind, dass sie die rechte Entscheidung merken. Aber ich dachte, Eva, wenn wir beten, dann vielmal dann beten wir, und Gott sehen uns, und Gott sehen dich, und wir Frauen immer noch Gott sehen, und sehen uns geschaffen, sehen das Tag, und sehen das Eten. Wir Frauen noch den sehen, wir Frauen Gott sehen das. En dat is wat we hier vandaag wel doen. We willen dus rond deze ouderen komen en een zegen beden over de kinderen en ook over de ouderen. Dat ze op deze weg, wanneer ze de kinderen leren, dat is wat schijngoede kinderen leren. En dat ze dat maar op zo'n weg doen, als wat God dat gepland heeft. En zo, ik wil dus vragen dat je opstaan. Dit is een big deal. Zo willen we alle opstaan en ik wil je in je bed leiden, zoals we voor deze kleine kinderen beden en voor de ouderen. Voor am Himmel, we komen tot die en we zeggen die dank voor al deze schmakke kleine kinderen wat hier zijn. Ik zeg die dank voor de ouderen wat hier zijn, wat een verlangen hebben, den zijn op de kinderen te spreken te hebben, wat de zijn wat de kinderen zijn. En dat ze op deze weg zijn. Ik vraag bij God dat u was de oudere wijsheid geven, u was een geduld geven, u was een lijf geven voor de kinderen, zo'n lijf is wat u hebt voor de kinderen. U zegt in die woord, laat de kinderen naar mij komen, laat ze naar mij komen. En vandaar zijn we hier met deze kinderen, we spreken een zegen op hen, we spreken beschützung over hen, we beten ook her dat u ons bis en gedanken geven, wat er wat fijn opwassen, dat ze wat kunnen leren en een schouw leren, dat ze wat bis een hart hebben, wat die nu valt. We beten beschützung over hen. En we beten ook gezondheid over deze kinderen. Dat ze bis ganz gezond blijven. En dat ze sterk opwassen. En dat ze een verlangen hebben die kunnen te leren en die nu te vallen. God, we vragen bis die besondere zijn en beschützung over de ouderen. Dat ze ook geduldig blijven met de kinderen. En op zo'n weg leren. Dat is wat u ons hast gezegd in de Bibel. Dat we de kinderen zullen leren. Dankzij voor deze ouderen. Ik spreek bloos wijsheid over de ouderen en een zegen op al deze kinderen. En we beten dit in Jezus zijn naam. Amen. Amen. Wil we aan het allen een hand geven? Thank you guys. Thank you. Ja, ik kan gaan. Ik kan jullie wat doel zetten. Dit is best een grote eer dat we dit gaan doen. Best zo'n schmakke kinderen, zo'n schmakke lied hebben in onze kerk. Ik zeg maar, we hebben schmakke lied in onze kerk. En de hebben schmakke kleine baby's. En ze hebben het zo goed dat we dit gaan doen. So, we zijn een kerk voor families. Dat is best waar we zijn. Ons is het wichtig dat we een kerk zijn voor families, waar de families zich thuis voelen en zij bloos kan zich thuis voelen. So, een van onze Wieeten, die zegt krijgt dat we zijn een kerk voor families. En wat zijn Wieeten?
Ich habe mir hier so ein bisschen was abgeschrieben. Pastor John hat ein paar Mal von geredet. Wieeten sind ein Weg von Denken, was die Leuten und Weg von Leben. Und das stimmt. Wenn wir Wieeten haben, das ist ein bisschen Weg von Denken. Und das wird das handelt von uns Leben. Aber Wieeten sind zum Prinzip von Benehmen, die Sachen, die wir uns wichtig haben. Und so, wir sind nicht für Familien. Dat je eine Freiheit Gott ein mit Menschen, die wir leben. Und so, wir sind als Familie top und uns jeder scheint mit Familie top dein in der Kirche. Und so, von der, was das Botschaft sich kann, wird am Famieljes Kinder abtragen. Und aber verjühnt, all die Uhren to merken, sei, weil das traf mich nicht. Ich will nicht sagen, das traf vor allem, wir sind alle Kinder. Vielleicht sei somebody wat sich wel befreien en wat plant een dag Kinder te haben. Vielleicht sind das für die Großmama und Großpapa, wat de al große Kinder haben. Vielleicht für Eltern, wat de kleine Babys haben. Das ist vor allem, wenn wir sind alle Kinder. Und die Prinzipien, wo ich immer gehen von Kinder leer, die haben wir uns auch anwenden, das was der Heilige Jesus uns auch lehrt. Und so, wir fangen an in Markus 10. Das sagt, dann brauchen sie kleine Kinder noch an, dass die Hang ableihen soll. Die Jünger aber schulden die, was die Kinder brauchen. Aber als Jesus das sagt, wie sei unzufrieden, seht an, lass die kleinen Kinder noch mitkommen und halt ihn nicht zurück, weil so eine Grot je hier dort Gottes Recht. Na, ich stelle mir einmal ein bisschen vor, wo das kann sein, ihr weißt. Und so Jesus und die Jünger sind top und da kommen ein Lied an und sie wollen haben, dass Jesus soll den Hang ableihen und beten für diese kleinen Kinder. Soll den Sehen sprechen ab da. Und ich stelle mir so vor, die Jünger, die hat er aufgeholt und hat gesagt, no, wir haben nicht Zeit für kleine Kinder. Wir tun große Dinge. Wir tun lahme Menschen merken im Gehen und so, was nicht sein kann, die merken, wie war sein und wir gehen am Wutter und wir tun so eine große Dinge. Wir haben nicht Zeit für diese kleinen Kinder hier, was hier hielten und so eine Dinge. Und dann sagt er, ob als Jesus das sagt, ich stelle mir so, ich habe einmal vielleicht rumgedreht, dann habe ich mir gesagt, was tun die Jünger da? Und er sagt, hey, wir seien unzufrieden, dass sie am aufhalten. Ich glaube, ab der nächsten Staff-Meeting, da wird er sagen, dort ewig und gesagt, some Dinge, was sie nächste Mal nicht wollen tun. So ist die Kinder, die sollen noch ankommen. Und das, was er hier dazu sagt, lass die Kinder noch mitkommen. Verlangen hat wir das falsch in die Kinder kirchen, nicht wie uns halb falsch, wie sie lass die Kinder kommen. Lass sie noch mitkommen. Ich glaube, some von Jünd sind probably noch so abgewassen, dass nicht jeder nach der Kirche vor, aber 12 Jahre alt wäre, oder vielleicht ein älterer oder Großeltern. Meine Früde vertelt mir einmal Geschichten von ihrer Großmama. Und ihre Großmama hat vielmal vertelt, dass sie muss bleiben mit den Kindern und mit ihrer kleineren Geschwister, wenn die Kinder können nicht nach der Kirche kommen. Die muss die 12 Jahre alt sein, wenn die 12 Jahre, dann können die nach der Kirche kommen. Hier in unserer Gegend. Und so, wir haben manchmal gesagt, dass wir gehen ein bisschen jenem Strom, wenn wir sagen, dass die kleinen Kinder können alle nach der Kirche kommen. Aber das ist, was Jesus sagt. Jesus sagt, lass die Kinder noch mitkommen. Und wie glaube ich, vielleicht auch alle sind gesehen und was sind da bekannt mit, dass die Kinder, die werden nur sehr zurückgeschoben, vielleicht ein paar Generationen zurück, die Kinder werden zurückgeschoben, die Kinder können nicht in den großen Stuhl sitzen, die Kinder sollen nicht hinein, sieht mal still, gut bitte spielen, sieht hier nicht gebannt, all die Dinge. Und aber Jesus sagt, lass die noch mitkommen. Lass die kleinen Kinder noch mitkommen. Das Lebenswasser mal anfängt, das wäre ein Ding, was uns sehr wichtig wäre, wenn uns Couples, die die Kirche anfangen, dann wir haben alle kleine Kinder. Und wir wollen eine Kirche sein für Famieljes. Das soll was sein für diese Kinder. Mir denkt, dass nach even dort meine Eltern, die werden auch besorgt. Das ist eine kleine Kirche und die fangen groß an und da wird wirklich was sein auch für Kinder. Da die früher nochmal, wollen doch was haben für die Kinder, wenn die Kinder sollen auch in der Kirche sein. Ich sagte, ja, wir wollen was haben für die Kinder. Und wir das auch wichtig. Und ich glaube, some von den Großeltern, die hier von der sind, und die jungen Kinder und Großkinder in den Städten, das ist auch wichtig, dass da was sein für die kleinen Kinder. Und das ist nicht mehr arg. Wir fangen dann mal an, in der Kinderkirche, die Kirche anfängt mit einem so langen Witterdash, ein langer Dash, die wir ganz voll Kinder. Und wir die Kinder doch wie zu der Zeit. Von der sind dort 321 Menschen, Kinder und Mithelfer von dieser Wohnt Jansweg, die in der Kinderkirche dort alle ran und dort sonst der Schnitt an den Sonntag.
Er zijn 69 methelpen aan een derschnet om zondag wat de methelpen doen in de kinderkerk. En in derschnet zijn er 252 kinderen aan de kinderkerk ieder zondag, wat we hier kunnen leren en een goede tijd hebben met de kinderen. Zo is onze kinderkerk zelf. We hebben van ganz kleine baby's, tot 5 jaar oud, kan de kinderen al de gebracht worden, van ganz kleine baby's. Er zijn allemaal wat mamas, grootmamas, wat ze camera doen aan de kleine baby's. En er zijn helpen, wat de helpen doen met deze kleine baby's, wanneer die klein zijn. Dat is pas 5 jaar oud. Dat is op de tweede vloer, wanneer je op de trappen opgaan. Wanneer je er nog niemand bent, je was goed, kijk er nog maar. Ik ben er 4 zondag boven en dat kruivelt er met kinderen. En zo goed, kijk er nog maar, wanneer je er lang niet bent, je was. En aan de eerste vloer, daar zijn de 6 bij 12-jarige kinderen. En dat zijn die wat we nu bald wel opdelen. Vielleicht bijna een maand of zo, waar we dat niet het poort uit hebben. En dan willen we die opdelen, dat de 6, 7 en 8 jaar in een klas zijn. En dan de 10, 11, 12. We hebben ook een studie gemerkt in de laatste paar maanden. En dit zijn voor kinderen wat een bijzondere hulp fehlt. En zo wanneer je ouderen bent, wem weten wat de kinderen hebben, wat een beetje bijzonders hulp fehlt. Wanneer klein zijn, im Ganzen, wanneer bijzondere hulp fehlt. We hadden een studie gemerkt en dat kan de ouderen de kinderen aanbrengen wat bijzonders hulp fehlt. En we hadden een nurse wat erbij is, dat ze schafte den middelste gottesdienst. En zo dan als de klas stoelde op, de stoel. En zo dan kwamen we ons aan de kinderen wat bijzonders hulp fehlt. En zo dit is een nurse die eerst met wat hulp had. En ze is een uitgeleerde nurse, ze is een aangeregistreerde nurse, wat we kunnen zijn, wat ze komt aan baby's, wat bijzondere hulp fehlt. Voor mij is het zeer dicht aan mijn hart, want ik heb een sovrino, wat een bijzondere hulp fehlt. En als die opwas, als die klein weer, dat we niet wirklich een stad, wo ze kunnen gaan voor in de kerk met denen, wenn de kerk die had niet zo reich wordt voor kinderen, wat de bijzonders hulp fehlt. En zo, ik weet, mijn broeder, die is veel thuis gebleven. En tot die tijd hadden we nog niet een livestream, dat de jongen zo online te kijken. Zo is veel thuis gebleven met zijn jong, wanneer we niet in de stad. En voor mij is dat wichtig, dat wanneer we zeggen, een kerk voor Famieljes, dan zeggen we een kerk voor Famieljes ook voor zo'n, wat een tijd is, waar er een special help fehlt. En wanneer je een familie, een kind hebt, wat een bijzondere help fehlt, dat we je eens wat doen kunnen. Zo ik doe me zeggen, bro, wat we daar hebben gebracht, Rebecca is een grote hulp geweest tot dat. Zo we zijn een kerk voor Famieljes. En dat geeft een vrede met onze verbruik. Dat is nog 1 jaar luren, dan zijn het allemaal 3. Dan zijn ze 12 en dan kan ze doen. Zo wie had kinderen wat al best luren dat ze worden eenmaal 12 zijn. En dan merken we een groot deel van dat. Dan krijgen ze een certificaat en ze zijn 12 jaar oud. En nu kunnen ze doen. Ze gaan door de visionklas. En dan kunnen ze ook methelpen in de kerk. Ze zijn part van de kerk. Ze zijn hier aangeplakt. Dat is niet bloos dat de kinderen zullen jaren zien zullen er stil zijn dat we hier kunnen in de kerk hebben. De kinderen zijn ook part van onze kerk. Ik zei, wo die trash uitdrehen en steiler abstaal en wo immer die alweer doen. En zo wie gleichen dat kinderen kan doen in de kerk. En zo ganz kurz vragen ze mij, wo schafft dat met gliederschap in de kerk? Zijn onze kinderen alle glieder? En zoals we dat hier in de kerk is, de kinderen die zijn glieder met hun top. Want die glieder zijn, jullie kinderen zijn ook alle vital, die als glieder, als members. En dan wanneer je 18 en 11 zijn, en dan kijk nu naar de jugend. Wanneer je 18 en 11 zijn, dan vragen we dat de jugend zelfs een entscheidung merken, zeg, wel we in deze kerk mitschaffen, wel we hier zijn, wel we hier thuis zijn. En zo dan vragen we dat je de visionklas doorgaan en dat je dan members wordt. En zo, die kleine tijd wat we hier hebben, is een korte tijd wat we hebben met de kinderen, dan willen we plus ram komen als ouderen en jullie plus in je steden met jullie kinderen leren. We zeggen manchmal, die verantwoording is niet onze, om jullie kinderen leren, die verantwoording die is jullie verantwoording, maar we zijn partner met jullie, we komen plus ram jullie en we willen zeggen dat we willen dat fun merken, we willen dat Spaß merken voor jullie kinderen en niet plus dat het wat Spaß zijn, maar we willen dus met jullie kinderen leren, dat ze een goede karakter hebben, dat ze worden opstaan wat reich is. En dat we antwoord kunnen, dus ook op een juiste weg leren, wat jullie als ouderen ook zeer wichtig is. Want ik weet, jullie is dat wichtig. Sommige generationen terug, dan weer dat zo, en daar over de ganze wereld geteld wordt, we kunnen zeggen, nur Amerika, dat de ouderen, die weer, de kinderen,
die wären sehr groß und die älteren wären sehr klein. Und aber zoals het nu is dat kind dat zeer groot geworden is, wanneer we een beetje kijken naar onze wereld, de kinderen wordt zeer hoog geacht en de ouderen manchmal een klein beetje lager geacht. Ik weet dat er eenmaal een prins van Engeland kwam naar de States, naar Amerika, en hij zei, hij wil bloos gestaan dat de ouderen zo fijn enger doen weer te de kinderen. Dus dat heeft zich een beetje gedraaid. Eine tijd weer de kinderen best klein, goed eruit, ziet stil. En over de laatste some jaren heeft het zo gedraaid, waar de kinderen manchmal de ouderen regieren doen, de ouderen zijn wat ze zullen doen. En dit boek heeft ons geholpen als ouderen. En dit is een boek wat Arlene Pelican heeft geschreven. En ze heeft hier some principes aangedaan in dit boek van waar we kunnen onze kinderen leren God leven en autoriteit respecten. En ook bloos dat een weerachende dingen wat er zijn. En dat is Parents Rising. Een andere woord wat ze zegt, dat is tijd dat de ouderen terug opstaan. En dat de ouderen de leraar zijn in huis. We willen kunnen zeggen dat de dat de waren de leraar zijn im Heim, dat de kinderen niet de leraar zijn. En dat zegt niet dat de kinderen niet ook veel wierd zijn. En er wordt wierd geacht en al dat. Maar wanneer dat even kap gedraaid is, dan draait het Heim niet zo goed. Zo deze Arlene Pelican in haar boek hier schrijft zij, dat zij schafft in een school. En in die school daar is een gamespel en zij willen alle afleiden en zij zeggen dat ze kleine meisjes, die zullen hier alle in een rij staan. En dan als er een kleine meisje, een 8-jarige meisje, die zegt, merk me hier staan, want du gleich dat du mij door kan staan merken. En kijk je verstel, wanneer je wordt te je leren, hij zegt, merk me. Ik meen, voor die wat de 30 jaar en alle zijn, ik weet niet wat je dat hebt, maar ik weet waar mij dat wordt hij gaan. Ik leid mijn leraar wordt mij de beksen uitgestoven. Dus wanneer wordt hij zegt, merk me. En dat zegt zij, dat had hij gemerkt, denken, dus hoe zijn we krijgen in onze cultuur, dat de kinderen dat recht hebben, dus dat ze te reden. Zij zegt, zij had ook metgeholpen in de kerk, en de kerk als een methelper, en wat vreemd weer, wanneer zij reden dat in mic nemen, en zij op eenmaal tegen de kinderen zegt, dat ze zullen stil zijn, dan weer een kindje was, ook een jonge kind, die had gezegd, wer best u te mij zijn, dat ik zal stil zijn. En zij zei, dat is tijd dat we ouderen opstaan en zeggen dat we als ouderen zijn te leren en de kinderen leren dat zij een autoriteit even hebben en dat zij de autoriteit respecten doen. We willen vielleicht kunnen zeggen, wel, dat is in deze tijd waar we wonen, er leven met de cultuur, dat is vielleicht de cultuur er schuld, dat is veel muziek wat de kinderen horen doen, wat immer dat alle is. Aber wenn wir in der Bibel checken, und besonders da ich und Pastor John hat hier den Daniel-Klaus durchgehen, und ein paar Werke trägt, dann redet er von Daniel, und in der Kultur, wo er ab war, in der babylonischen Zeit, und er ging auch so einsparen. Wir würden vielleicht sagen, dass wir leben nu in einer ungöttlichen Zeit, aber die Jungs zu der Zeit, die gingen auch Dinge jenem Strom, und wir auch eine ungöttliche Zeit. Und sie stunden danach ab, was reich wir. So ich sage, wenn wir nicht bloß unsere Kultur die Schuld geben, Ramans, dass wenn wir so eine Kultur sind, dort wo in unsere Kinder sich dort sind, werden wir lieber noch unsere Famieljes checken. Ich würde sagen, wenn wir noch unsere Famieljes checken, und sein wirklich haben wir unsere Famieljes lernen. Und unseren Value hier in der Kirche dort ist, dass wir wollen eine Kirche sein für Famieljes, und so weil wir als Kirche eben noch unsere eigenen Famieljes checken und sagen, wirklich haben wir unsere Kinder lernen. Und wirklich haben wir unsere Kinder Respekt lernen. Dat we de kinderen kennen van jong aan, ganz van klein aan, respect leren. En ik geloof nummer 1 is dat we onze kinderen weiterlaten, dat we zijn de leraar im Heim, we zijn de leraar, we zijn de autoriteit even wenn so heeft God dat aangezet. God heeft dat aangezet dat er een autoriteit is. En ik meen nu niet op een slechte weg. En some van ons, wir sind abgewassen, vielleicht in einem Heim, wo der Vater oder die Mutter sehr hart wird und sehr streng wird und sehr auf einen Arrechter Weg hat, vielleicht jüngst oder jüngst Eltern belehrt. Und da, wenn das manchmal so, dass die dann nur sagen, ich werde alles bis mit dir loslassen. Das dort will ich nicht. Und so, ich lasse meine Kinder dann da bloß Tag, wenn ich will nicht so streng sein ist dort. So, das ist ein Mittelstreck. Da geht ein Mittelstreck zu haben dort, dass wir nicht nur die sind, wo wir ein Arrecht behandeln, aber bloß am Weg lernen, dass das eine Autorität und dass sie dort respekten tun. Und die Bibel, die lehrt uns das. Die Bibel lehrt, dass das eine Autorität über uns alle.
En ik geloof dat vangt thuis im heim aan. En dan vangt het aan met de kinderen leren dat ze de leraars respecten doen en dingen doen zijn. En dan zo gaat het weer. De politiemannen aan ons corridor, in de stad, ons gouverneur, ons president. Dat is allemaal een autoriteit over ons. En ik dacht zo, wanneer we bloos dit ene ding kunnen raakmerken, wat het zegt in de Pfizer saß. Dan zegt de kinderen, jullie christenvlieg als jullie ouderen je harken, wilt dat als dat rechte te doen. Voordat moet dat eeren, wie dat eerste gebouwd, waarop God dat verspreken leed, dat die dat goud hebt en dat die lang op je eerd leven kost. Dit is het eerste gebouwd, wanneer je voordat moet dat je harken des en inge doen best. Dat is het eerste gebouwd, waar God zegt, daar wil ik ook nog een promise opdoen, daar wil ik nog een verspreken opdoen, wanneer je dit houdt. Dat je was een lang leven hebt en dat die dat wat goud kan. Ik ga nog maar aan zijn kinderen vragen, wil je een lang leven hebben? En dat het wat schijn gaan, ja, dat zal. Wel, dan moet je mom respecten. Dan moet je den dad respecten. Ik wil haar ook jezelf een lang leven hebben. Dat heb ik niet aangevierd. Dat heeft God aangevierd. En hij zei, hier is een verspreken op, wanneer je mom en papa respecten doen, de eer doen, dat is een verspreken op dat. En dan, te laatst, dan zegt het nog, en je voeders, en wanneer dan komen is, dat meint, houd een beetje stil, dat houdt een beetje aan. Zo, en je voeders, zo steekt man een beetje over dit, verzerrt jullie kinderen niet. Want het zegt, verzerrt, dat meint, vereuert die niet, er verbetert die niet, er merkt die niet daal. Maar het zegt, tragt die christelijk op, dat hij im christelijke zijn traagwezen. Zodat hij im christelijke weg traagwezen. Dat meint niet daal, dat meint dus een traagwezen op een christelijke zijn. En traagwezen, dat is, wie wouden vielleicht zeggen, train, leren, beleren. En dit meint niet met slaan. Niemals niet slaan en niemals niet wanneer je daal bent, je niet kinderen beleren. En sommige mensen zeggen dat ik ga zo zeggen, schaakje krijgen, wie klein, wie doen niet schaken. Ik geloof dat is een goede ding met schaken, besonders wanneer de kinderen ganz klein zijn, met moed en niet live wat je doet, dat het niet de kinderen verslaan is. En besonders wanneer ganz klein zijn, en besonders wanneer het kleine meisjes zijn, wanneer ganz klein zijn. Aber de Ziel soll niemals nicht sein, an die Kinder zu schaken, oder die zu strafen. An Ziel soll immer sein, die zu belehren. Und die belehren, dass sie worden gehorchen. Und Zig Ziglar, der hat dit geschrieben, der sagt, dass ein Kind, was niemals nicht bestraft wird, uit Leib von seinen Eltern, der wird bestraft vor, wenn es groß ist, von der Welt dort büten, aber ohne Leib. Und so das will wirklich nicht. So dann würde ich sagen, wenn sie Kinder, wenn sie ganz klein sind, und uit Leib belehren, dass nicht, wenn sie alt sind, und bestraft wird von der Welt ohne Leib. Und so hier sind ein paar Dinge, was ihr keinmal sollen tun. Und ein Ding ist, niemals ein Kind sagen, dass sie als schlecht oder er als schlecht. Aber du bist ein schlechter Kind, aber du bist aber so schlecht. Keinmal sind es dort sein. Die Kinder, die haben gesagt, dass das, was du getan hast, das ist nicht ein gutes Ding, das ist ein schlechtes Ding. Aber du bist ein sehr feines Kind. Wie leben die, Gott hat die wundervoll gemerkt. Aber keinmal sagen, dass sie oder sie schlecht ist. Das andere Ding, was keinmal nicht mit getan ist, sein, wenn du das was tun, dann wird deine Mom die nicht gut sein. Oder wenn du das was tun, dein Daddy wird in Haus kommen, der wird die nicht mehr leben. Und keinmal sind es dort und sagen, Gott, der lebt uns immer. Gott, der lebt die Kinder immer. Und so keinmal die Kinder sagen, wenn du das erlernt was tun, dann wird er nicht mehr live sein für er. Hier sind ein paar Dinge, wo wir die Kinder lernen. Und entsprechend, da sagt es das. Lernen Kind den rechten Weg gehen, dann wird er auch dabei bleiben, wenn er auch alt wird. Spreche 29 sagt, der Stock und Vermutung bringen Weisheit. Aber ein Kind, das seinen einen Weg hat, bringt die Mutter zu Schande. Spreche 29 sagt das. Beleer den Sehen, und der wird die Friede geben, und der wird die Säule Frau merken. Geht es nicht rein, wenn die Kinder, das bist so fein, alle tun, und besonders wenn wir Menschen sind, die stellen sich das einfach so ab, so als kleine Engel, das merkt dann sofort Frau, nicht? Und so, wenn sie Kinder belehren. Hier sind ein paar Dinge, was ich will sagen, wo wir können unsere Kinder belehren. Bis ein paar Wege. Eins ist, wenn wir klar sind mit unseren Regeln. Wenn wir klar die Kinder sagen, was sie sollen tun, was sie nicht sollen tun. Manchmal, was passiert ist, wie sagt, die kleinen Kinder, gut merkt in den Stuhl rein, und aber das ist alles, was wir sagen. 3 Stunden wieder gehen wir checken, und das ist nicht passiert, und dann sagen wir da, dass die nicht die Stuhl rein gemerkt, und sagen, was hast du nicht die Stuhl rein gemerkt? Die Kind hat ganz vergessen, die hat angefangen zu spielen. Wenn wir ihnen sagen, was sie sollen tun, dann müssen wir ihnen sagen, gut merkt in den Stuhl rein, merkt ihr rein, und ich würde gleich, wenn die wisst, der Batlak saß, ganz vorig haben.
En dan dat kind merken vragen, wat wil ik hebben, wat is het dan? De stoere merken, ja. En wat we nou ja, wat ik saas, ja. En zo dat het eenmaal klaar is. Zo waar we klaar zijn met wat we de kinderen dan beleren. En dan het andere ding is dat we weer bestendig zijn. Niet eenmaal een ding zijn en nächste mal een ander ding. Dat zijn mal, ik wil die dat loten, maar die hem die wil dat niet loten. Zo waar we bestendig zijn als lied, waar we aan het leren. En dan, dat andere ding wat ik geloof wat zeer wichtig is, dat we de kinderen traag wezen, dus wie hier is dit te lezen, dat jullie kinderen am Christeljahr traag wezen en ons ziel zal zijn, aber de traag te wezen, niet te bestrafen. Wenn Gott, der Haarvoll onze, Gott, der schickt Jezus en hij zegt, go du om Kreuz, neem die al die straf ab. En Jezus ging om Kreuz, hij nam de straf alle op zich, hij nam de schande alle op zich. En bij de Heilige Jezus als die wordt ons daar traag wezen. Zowel wie ook die kinderen traag wezen en er staat dat ons ziel als die te bestrafen. En nog een ander ding wat ik geloof wat zeer wichtig is keinmal de kinderen maken mensen traag wezen en de kinderen zeggen, hey, wanneer du dit nog eenmaal was stellen, of dit was du krijgen, of wat denkst du aan een kind, en dat ze dat maken mensen doen, wat dat is, dat produceert schande. Dat is wat het is. De kind die krijgt een schande opgelegd. Wenn wat er passiert is, wanneer je dat mal gezien hebt, en een kind wat maakt mensen beleerd, dat kind dat kijkt zich voetsamen en kijkt, wer heeft het gezien en wer heeft het gehoord. Wo wenn dus een schande opgekomen op En hier is het ding, de Folge van den Sündenfall als schande. Dat is hoe dat aanvangt. Als Adam en Eva vallen, en dan schämden ze zich en de fallende schande Eva en ook. En zo schande dat keinmal niet goede vrucht produceren. Schande dat keinmal goede vrucht produceren. Zodat we onze kinderen niet te schande brengen voor andere mensen. Wenn de Bibel zegt dat Jezus, der ging om Kreuz om auf onze Sünde te betoelen, maar niet bloß om onze Sünde betoelen. Dat zegt ook, hij droeg ook onze schande en hij droeg de schande ook. Hij nam de schande ook op zich. En zo willen we niet onze kinderen te schande merken. Ik weet niet helemaal hoe je zijn, manche mensen, wat ons dat zijn passiert. Wie had het veel gezien, wie was onze kinderen weer ganz klein en wie weer in de States, wie woonden in Texas en wie weer mij allemaal in de mall en Walmart en wie zagen wo kinderen wordt uitgeslaapt en de kinderen liggen op de vloer en stanken en schreeuwen en zeggen ik wil dit, ik wil wat allemaal. En zo wie had iedereen gezien wat niet te doen. Ik geloof je had het ook allemaal gezien. En zo willen we dat niet met mensen doen. Wanneer het kind veel te beleren, even wanneer je bij andere lied zijn, dan gaat een andere stoel aan met dat en dan bereidt het dat fijn. De kleine kinderen om stoeien voor, bloos als een practice. Voor ze om stoeien en de kleine mjales, die willen al deze pop en trucks en op de zijn, die vangen aan te heel en dal te worden, kleine kinderen, wenn ze wel deze pop en ze wel in truck of wat immer, lopen ze bis alle door en voor een huis. Wenn ze als ouderen wisten, dit wie bis een practice. En veel dan ze voor bis een stoer te practicen. En wanneer de kinderen ganz fijn zijn, ganz ordentlich zijn, dan ben je gewoon, kan ze even nog wat geven. En zo voor jullie wat de kleine baby's hebben, kleine kinderen hebben, voort nog mal om stoer, bloos als een practice. Om jullie kinderen leren, wo zich om te gaan, met mensen in een stoer, dat je niet in stoer brukken, dan groot dat je vet aanstelt en zei, dit kost je niet, en de heel en de doorschacht en al die dingen. Zo, dat is een goede weg, omdat we die dingen practicen. Maar hier is het ding, krijgen dan we oud de kinderen zijn, is die 1 jaar oud zijn, of 18 jaar oud zijn, wanneer je met jullie kinderen gereed en je gaat een traag gewezen, dan laat je allemaal weten dat je een goud zijn. En laat je weten dat ze het nu vergeeft. Wanneer je dat bereid hebt met jullie kinderen, dan komt het van jullie kinderen en zegt, ik vergeef die, dat is alles vergeef, ik wil niet meer wat immer dat alle is, aber je laat etwas weten dat deze vergeving is losgelaten nu. Ik vergeef die en dan niet den ganzen dag even nog stil en brumst zijn als ouderen, dat het kind hier wondert wat het nächste komt. Plus dat het kind dat weet, daddy of mommy, die heeft me vergeven, ik zie nu goud, alles is nu fijn. En manchmal brukt het plus een beetje fun hebben met een taub, met de kindertaub, vielleicht een beetje spoos hebben met de taub lachen, of wat immer het is, of vielleicht zijn voor we mal uit een ice cream holen, bis de kinder weiterladen, nu bist du ganz vergeeft. Nu bist du vergeven. Wenn ons als het ook zo staat, als grote mensen, wenn ons nog mal wat traag gewezen en wie waren, aber nu zie ik vrij, nu zie ik losgelaten, dat is niet meer deze dikke loft tussen ons, dat is een goede ding. En zo laat jullie kinderen dat wij krijgen, dat we altijd zijn, wanneer je een traag wezen dan,
du bist nu verjäft, alles ist nu gut und nu gehen wir von hier wieder, das ist eine neue Sieg von hier wieder. Welche Ding, dass wir dort können tun. So wie sind eine Kirche für Famieljes? Dat je eine Freiheit Gott dein mit Menschen, die wir leben. Dat je besser schein als Kirche taub kommen, mit unseren Famieljes taub, sein die Kinder dein, die Ältere die dein, und wir schaffen alle taub, wenn wir sind eine Kirche für Famieljes. Ich würde gleich in Sehen zu beten, über all die Ältere, die hier sind, kriegen dann, weil all die Kinder sind, als Soldaten sind, Großeltern, die Ältere, die kleine Kinder haben. Hier sind ein paar Dinge, wo ich an Tag, wo wir bis für ihn beten von der. Besonders, dass jene Kinder waren, hart haben, was sich was Leute tragweisen. Dass die Kinder waren abwassen, sie waren ein bisschen wirklich hart haben, was sich bieten lässt und was Richtung annehmen. So ich würde fragen, dass ihr abstehen. Vor dem Himmel, wir kommen zu dir und danken dir nach Wara für dein Wort. Dass du hast in dein Wort ganz klar gesagt, wo die Kinder abzutragen, wo das zu tun, wie Frau bloß am Weisheit, dass du uns was Weisheit geben, dass wir das ab so einem Weg können tun, dass die Kinder nicht war verzerrt, dass die nicht war verbessert war, dass die Kinder nicht war dull war. Ich bete Gott für die Eltern, die hier sind, und Kinder haben, was sie abtragen tun, dass die Kinder bloß war in Gehorsam mit Gott haben, dass sie war die können lernen, Gehorsam mit Gott haben, dass sie waren Gott haben, was sich bieten lässt, und dass sie waren Gott haben, was noch Weisheit sehen, und dass sie waren Gott haben, was noch Verständnis sehen, noch Knowledge sehen, was bis wir die besser kann lernen. Dankeschön Gott für all die Familien, die hier in unserer Kirche sind, die kleinen Kinder, die Älteren, die Großeltern. Ich bete bloß in Sehen ab und alle. Und Frau, dass du uns was wieder in das Leben, dass wir die Kinder abtragen, dass sie eine große Arbeit tun für die, wenn sie erst gerade sind. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Der Gebetsteam, der ist hier fertig, wenn irgendwas fehlt, für zu beten, kommt hier, ist das so eine Fair. Ein Ding, was ich will sagen, ist, der eine Fairlife, dass das wird abgestellt, zum Bilder nehmen, mit jenen kleinen Kindern, Großeltern, Babys, gute Hand, zum Bilder aufnehmen, die kann ich mitnehmen für ihn. Hat ein guter Tag, Gottes Segen mit ihnen. Wer sie jagt und der Gottes sehnt sich besorgt um mich. Wir verloren doch eine Million, I have life for me. I have life.